Hey, lebe wie niemals zuvor und ich habe ein mega Vorrecht. Etwas, was ich seit 25 Jahren praktiziere, ist folgendes, dass ich immer am Ende vom Jahr an mein Leben ein bisschen reflektiere, weil mein Wunsch ist es, Jesus Christus ähnlicher zu werden in jedem einzelnen Lebensbereich. Und oft fokussieren Leute nur auf den Glauben und dann vergisst man die Gesundheit und die Ressourcen und die Familie und vielleicht auch die Arbeit und merkst plötzlich, kannst du in einem Bereich mega durch die Decke gehen, mega gebläst sein von Gott und du hast andere Bereiche und da genau kann es ein Punkt sein, wo eigentlich dir das Bein gestellt wird und du fällst um. Und darum, auf dieser Seite ist ganz, ganz einfach. Ich nehme das ist wie so ein Spiegel, also mein Glaube, die Beziehungen, die Gesundheit, die Ressourcen und auch die Arbeit und ich mache einen Spiegel und überlege mir, wo stehe ich dann ganz konkret. Von 0 bis 10 gibst du dir selber eine Wertung. Ich bin vom Typ eher positiv, das heißt, meine Bewertungen sind eher ein bisschen höher, aber am Ende vom Tag spielt es keine Rolle. Man sieht ja dann, der Kreis hat ein bisschen so Lücken. Es ist nicht wie ein rundes Rad, wo alles ganz, ganz rund läuft. Du kennst ja diesen Slogan, wer rastet, der rostet. Und was du dann machst, du füllst es aus. Sei ehrlich, es ist kein Wettbewerb. Es geht um dein Leben, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst und du spiegelst das und dann stellst du die Frage, wo habe ich mich entwickelt im letzten Jahr? Dann sagst du, Heiliger Geist, das ist mein Rat. Da gibt es vielleicht eine Gesundheit, vielleicht nur eine 5. Was würdest du an meiner Stelle tun, dass ich mich da entwickle? Und man hört auf den Heiligen Geist und dann schreibt man das auf. Zum Beispiel sagt der Heilige Geist zu dir, verzichte auf den Zucker oder mach einmal pro Woche Sport oder was auch immer du hörst. Und jetzt kommt der wichtigste Tipp. Breche es runter in ganz kleine Schritte. Warum kleine Schritte? Wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte dieses Jahr 50 Kilo an Gewicht verlieren zum Beispiel, und dann merkst du nach einem Monat, du hast es nicht geschafft, dann bist du so deprimiert und so negativ, dass du sagst, come on, ich höre es auf. Mit anderen Worten, die Vorsätze sind stark, aber das durchzusetzen geht nicht. Darum kleine Schritte bedeutet, du hast ganz kleine, viele Erfolgserlebnisse. Und das schüttet im Hirn ein Gefühl aus, ich kann es tun und es ist möglich. Und ich nenne das Ein-Prinzip. Also wie kann ich mir in der Gesundheit eine Sache mich entwickeln? Im Glauben vielleicht 1% mehr spenden oder vielleicht eine Person mehr zum Glauben zu führen oder an der Arbeitsstelle eine Sache tun, wo ich mehr Leidenschaft bekomme. Also schreibe es auf, dann frag den Heiligen Geist, was ist das eine Schritt, das ich unternehmen kann in diesem Jahr? Und wenn du das jedes Jahr so machst, entwickelst du dich gewaltig nach vorne. Zum Beispiel, ich habe gesagt, ich möchte jedes Jahr einen Golfschlag besser spielen. Das hört sich nicht spektakulär an, aber nach 10 Jahren spiele ich 10 Schläge besser. Und du merkst, also auf die lange Dauer machst du ganz, ganz große Fortschritte.